Wir sind heute zu Huffeld an der Wünscher Gemeng, und zwar am Natura 2000 Gebiet Kaleburn. Was wir heute machen, ist eigentlich das Monitoring für die Amphibien. Wir gucken an den Dümpeln, was für Arten wir haben, und wir hoffen natürlich, dass wir so viel wie möglich Nachweise von verschiedenen Amphibienarten und auch Insektenarten haben. Wir gesehen den sogenannten Kammolchweiher. Das ist der Weiher, wo der Kammolch an den letzten Jahren immer im Nachgewiesen wurde. Und damit eigentlich die letzte Platz ist, wo der Kammolch am ehesten auffindbar ist. Wir benutzen Reusen, wo die Amphibien da rausschwammen und dann quasi gefangen werden. Die werden oben ausgesetzt und wir gucken da morgens, was dran ist. Wir hatten an dem Kammolchweiher 4 Reuse rangesetzt. Und hatten mit dem Teichmolch und mit dem Bergmolch 2 von 4 Arten. Da wir keine Kammolchen an den Reusen hatten, bedeutet nicht, dass keine Dosen. Der Kammolch ist mit Abstand die größte Molchart am Land und insgesamt eine von den größten Molcharten. Während die anderen Arten gut an die Hand passen, kann der Kammolch schon 10 bis 20 cm groß gehen. Das ist eine Art, die extrem alt gern Nachweise von Kammolcharten, die bis zu 15 Jahre alt sind. Den lebt großenteils am Land, wo er dann auch viele Strukturen braucht, Hecken, Büscher, vor allem. Von denen aus wandert er dann im Frühjahr an seinen Dümpel, wo er dann Eier legt, sich fortpflanzt und wo er dann auch die Jungtiere aufwachsen. Der Kammolch ist eine bedrohte Amphibienart, extrem selten. Wir wissen, wie er lebt, wir wissen, dass er extrem wenig wandert und dass er wie alle Amphibienarten Wasserplätze braucht, um zu überleben. Damit das Ziel eigentlich, dass man die Anzahl von den Dümpeln an Weiheren an die Lut schrauben, sodass mehr Plätze da sind, wohin er kann sich zurückziehen, aber auch gleichzeitig alle anderen Amphibienarten oder Libellenarten und andere Wasserinsekten könnten evaluieren. Hier hat man gesehen, wie aktuell ein Dümpel ausgebaggert wird. Am Kader des Projekts ja seit 2017 Dümpeln gebaggert bzw. bestehende Dümpeln verbessert. Schlussendlich wurden 36 Plätze zurückgebaut, wo man einen Dümpel könnte machen. Und dann kann rund 20, wo ein bestehender Dümpel oder verdrischend Mulden könnt opbessern, dass ein Dümpel entsteht. Ja, seit 2017 werden die Arbeiten eben von Natur und Umwelt Fondation Hilfe für Natur umgesetzt, an die Gemengen, Wünscher und Ölwen. Natur und Umwelt setzt dem Projekt auf seinen eigenen Flächen um. Ein Hirschkammolch-Projekt, aber geht natürlich nicht nur um den Kammolch. Der Kammolch ist im Prinzip eine Schirmart. Wenn dem Kammolch gut geht, geht es auch vielen anderen Arten gut, die an der Vorlicht auch den Lebensraum besiedeln. Die Umsetzung von dem Projekt ist eng konkret Operativforderung aus dem Natura 2000 Managementplan, hat eine hohe Priorität. Und für mich persönlich ist es auch schön, dass wir bei so einem Projekt direkt Resultate haben. Wir haben viele Projekte, die laufen eine Zeit lang von Jahren, wo viel Arbeit muss gelegt werden, aber wir haben nicht nur in einer kurzen Zeit wirklich gute Resultate. Und das ist halt beim Kammolch wirklich eine flotte Sache, weil wir schon, nachdem wir ja gelöst haben, nur 2 Jahre, fanden wir schon Arten, die wir für uns an dem Lebensraum überhaupt nicht gefunden haben. Und das ist wirklich auch ein extrem dankbares Projekt, den sich auch zudem noch mit vergleichsweise kleinem Aufwand realisieren lässt. Idealfall wäre natürlich, wenn die Arten vom selber kommen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass an den letzten Dümpeln, die gemacht wurden, extrem schnell von verschiedenen Amphibien angeholt wurden. Vor allem Freschen, aber auch Kröten und dann die 3 anderen Molcharten aus dem Land, der Bergmolch, der Fadenmolch und der Teichmolch, die ziemlich schnell an die neuen Dümpeln emigriert sind. Das Problem beim Kammolch ist eben, dass der Süseelen hier am Norden ist und just einen Platz gibt. Und die Distanzen sind dann aber immer noch zu groß an den einzelnen Dümpeln, sodass eine natürliche Verbreitung wahrscheinlich nicht möglich ist.
An Ziel am Projekt ass dann eigentlich fir Rëm Hai an d'Regioun ze brengen, an dem er aus Dëmpelen, wo d'Populationun ëmmer mi gewäs ass stabil ass, giffe raushuelen an den Hai aussetzen. Dofir war dat ich Zielmoll überhaupt den Habitat der Lebensraum herzustellen, befir en der kënnt hinnner kommen. An dat wär eigentlich Ziel fir Fläich no dem Projekt weg dat ze verfolgen.